Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit dit und dat. Nu war dat wieder Tiet. Wobei diese nu auch bald wieder umstellt wird, aber dort hat Helmut ja nachher was zu vertellen. Am besten wollt ihr, wenn die Menschen sich verträgen würden. Aber aus irgendeinem Grund fällt ihm das schwur. Man macht doch auch bald nichts mehr von hören. Russland, Ukraine, Afrika, wobei doch schnackt ja kaum eine Öwe, und nur auch noch Palästina und Israel. Erdogan, der möchte vermitteln, Russland, Iran, Katar und wer weit noch, der würfelt in Achtergrund. Was soll da Beirut kommen? Man macht da überhaupt nicht mehr über nachdenken. Man hätte überhaupt keine Lust mehr. Deshalb wollen wir auch uns mit was anderes befassen. Wobei, ich weiß auch nicht, ob das Fellbäde ist. Der US-Kongress, mehrheitlich in republikanischer Hand, die hat nur von ein paar Wegen dann Vorsitzende und Hardliner Kevin McCarthy rutschmetten. McCarthy, dann haben sie aber Köttens als Welt. Und dafür habt sie 15 Wahlgänge brugt. Nun sind aber einige von den Republikanern der Meinung werden, McCarthy ist doch kein Hardliner. Und nun habt sie im Rutschmetten. Und nun brugt sie nein Vorsitzende. Im Moment ist nämlich Amerika wirtschaftlich utbremst. Da läuft nichts mehr. Sie habt das Konto tüchtig übertrocken. 2 Kandidaten habt sie hat. Der eine Steve Scalise, der hat aber überraschend zurückgetroffen. Und dennoch Jim Jordan, das ist Trump, sein Kandidat. Und auch ein richtigen Hardliner. Der hat aber nu in 3 Wahlgängen auch keine Mehrheit kriegen. Und nu habt sie ihm die Nominierung aufgenommen. Und nu wird sie nicht wiegen. Konto tüchtig übertrocken. Ein großen Bach an Regens, die unbedingt bezahlt werden wird. Aber, ob sie mal Dollarnoten, da steht hinten noch ob. In Gott we trust. Ich mein, da kann Gott einen doch Ogerleid down. Anderes Thema. Die Wölfe in Deutschland. Die Street, die schaukelt sich hier auch all richtig hoch. Besonders bei uns in Niedersachsen. Also der Bestand, der ist explodiert. Das Fressen für die Wölfe, das ward all knapp. Das Vieh, das ist ob die Wischen auch nicht mehr sicher. Aber entnehmen darf man Wölfe nicht. Also bloß, wenn sie das Jimmes Wette macht. Aber wer hat doch noch den Überblick? Die sind ja auch nicht nummeriert. Und nu kriegt die Jäges Babentau noch einen Röwe. Ja, sie macht nämlich noch Driefjachten. Driefjachten. Sie halt richtig hört. Sie scheit die Wölfe noch dat Fretten weg. Nu wird geschichtlich. Ende Oktober ist Reformationstag. Das ist nu bald. Die meisten wett vielleicht noch, das hat irgendwas mit Martin Luther zu tun, aber das wollt denn auch all. Die Reformationstag, die hat so ein Betten an Bedeutung verloren. So, und dann ist irgendwann, oh, genau an dem Tag, Weltsporttag einführt worden. Die Weltsporttag, die hat aber auch so ein Betten an Bedeutung verloren, weil die Lü vielleicht ja gar nicht mehr so was zu sporen hat. Und nu ist seit einiger Zeit auch genau an dem Tag auch noch Halloween, also Kürbisfest. Das kommt aus Amerika. Und das ist nur die große Rente. Also am besten nimmst du die morgens, das Gesangbauk, das Sporbauch und dann utgeschnitzten Kürbis. Den gehst du erstmal nach Kerk, gehst nachher rüber nach Sporkast, dabei kannst du dir dann schon mal
dann utgeschnitzten Kürbis absetzen, denn seit Corona kannst du die Sparkasse nur ja auch maskiert beträhen. Ich mein, und du willst ja auch bloß was ihm bezahlen. Nächstes Thema, Hamburg. Der Vorschlag, der kommt nur aber doch überraschend. Na, das Volksparkstadion soll nur ein Schwebebahn gebaut werden. Die Frage ist, ob das in Hamburg nicht andere Sachen gibt, die irgendwo notwendig sind, oder was sie da überhaupt mit bezwecken wollt. Ich meine, so eine Schwebebahn, die feuert ja an Bodenhaftung. Ich meine, und das passt schon auch gut zu viele HSV-Fans. Und auch manchmal zu dann HSV. Ob aber die Magnete von so einer Schwebebahn so stark sind, dann HSV werde in die erste Liga trecken, also das dürft doch betwiebelt werden. Nu wart Appetit für Helmut, der hat uns was zu erzählen. Helmut, bist du so weit? Moin, hier bin ich wieder, Jan Helmut. Ich bin schon meistens bei den Dörden an, ne? Weil nächste Wochenende, da wart ihr wieder die Tiet umstellt. Und lässt ihr hab ich da richtig so ein Betten mal läsch mit hat. Also wochenlang ha ich mit dieser Tietverschubung so meine Last und stehen so richtig neben mir. Wie sie gut stellt hat, hab ich da nämlich was verkehrt gemacht. Ich bin Glock 3 aufstehen und hab die Glock ob Glock 2 trügestellt. Hab mich wieder in Bett legt und als ich denn morgens aufstehen bin, da bin ich nicht klar gekommen. Wochenlang nicht. Ich hab das nun nochmal nachlässt, damit mir das dort schon nicht wieder passiert. Und nun ist das so, man muss nämlich all Glock 2 aufstehen und die Glock eine Stunde lang wies holen. Ich mein, von Prinzip her ist das schon klar, ne? Aber du musst erstmal abkommen. Helmut, besten Dank und vielen Dank für den Tipp und natürlich viel Spaß. Uns letztes Thema, Sport. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. In der zweiten Liga, St. Pauli und die HSV in Gliedschritt an die Tabellenspitze. Hamburg kann zweite Liga. Und die erste Liga, Leverkusen und Stuttgart, die beiden Überraschungsmannschaften fahren weg. Bayern und Dortmund ein Betten achteran. Das haben wir auch lange nicht mehr so hat. Das scheint auch so, dass die Nationalmannschaft unter der neuen Trainer Nagelsmann sich so ein Betten berappelt hat. Mal kicken, was da noch eins und wart. Eins und wart. Nee, eins und. Für heute ist nämlich Schluss. Das wollen wir der Plattkanal mit dit und dat. Lasst ja dat Gaut gehen. Kick mal wieder rein. Ich bin Jürgen Müller.